Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Enki mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Oh, heute sind die Einnahmen aber sehr gering. Kaffeebohnen bringen echt nicht viel. Schade. Heben wir halt alle Kaffeebohnen auf. Ich habe gedacht, das Zeichen wäre irgendwie besonders wertvoll oder so. Naja, offenbar nicht. Offenbar nicht so wirklich. Huch, jetzt habe ich wieder die dekorative Schale geklaut. Wollte ich doch gar nicht. So. Hopp. Und... Yes, das Ackermann. Willst du mich verarschen? Hast du irgendwie Gummiärmel oder was? Hast du Ruffy eigentlich? Und hast hier die Gum-Gum-Pistole die ganze Zeit gemacht? Yes, das erleid. So. Genau, heute ist Eierfest. Dann haben wir noch Haleys Geburtstag morgen. Wie sieht's dann morgen aus? Polle. Okay. Tja, da habe ich mal wieder richtig das Händchen gehabt, aber die Pastinake und die Tulpe, die müssen jetzt ein bisschen warten. Trüffelöl. Ends heben wir mal auf. Das packen wir gerade hier, wo die Fackeln vorher waren. Mist, Pastinake und also Blumenkohl habe ich ja noch gekauft, ne? Aber Tulpe und Pastinake müssen jetzt wohl ein bisschen warten. Verflixt. Aber Krummbeere und Grünkohl, das war schon richtig. Da habe ich schon eine Gespür dafür gehabt. Ja, du kriegst direkt was. So, bitteschön. Gut, 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 gut. Es wird nur Zeit, dass der Has allmählich die Hasepfot fallen lässt. So. Raus mit euch. Ihr Spitzbuwe. Und dann noch hier. So. Eier. Eier. Entenei. Dann hier nochmal reingucken. Der große Streichler gibt es immer direkt. So, ich freue mich eigentlich auch, ob man irgendwann die Tiere schlachten kann. Jetzt mal ohne Witz. Ich meine, Stardew Valley, ich habe das ja schon mal gefragt, glaube ich. Stardew Valley ist ja jetzt eigentlich so Friede, Freude, Eierkuchen-Spiel. Da wäre es eigentlich schon etwas urargebracht, dass man die Tiere schlachtet für Fleischproduktion. Aber ob das jetzt mit dem Update funktioniert, weiß ich nicht so. Ne? Kann ja sein. Gut, dann hier wieder rein. Aber ich habe bisher noch keinen Metzger hier gefunden. Oh, endlich. Granatapfel ist gut, Aprikose und Kirsche. Okay. So, hier hinten dran ist noch nix. Aber jetzt sehen wir wenigstens, was hinten dran abgeht, ne? Wenn wir uns hier hinter den Bäumen rumlümmeln. Okay. Das heißt, der Apfelbaum, der steht noch draußen. Aprikose, das heißt Pershing brauchen wir noch. Also den Pershing-Baum müssen wir auf jeden Fall noch holen. Oh, das war ziemlich dumm gegossen. Gut, das heißt, der Pershing-Baum steht noch aus. Dann können wir uns dann beim Pierre noch zulecken morgen. Jo, das Eierfest geht schon los. Sollen sie mal machen, die Knaber. So, ich folge dann auf jeden Fall zum Eierfest hinterher. So, nochmal eine ganze Kruscht abernte. Und hier nochmal. Genau, hier nochmal weg damit. Und hier nochmal fort. Dann ernten wir das Zeug jetzt immer schnell noch. So. Also keine großartige Zeit jetzt verliere, würde ich sagen. Sonst kommen wir nämlich so spät zum Eierfest. So, da. Okay, also. Uns fehlt noch der Aprikosebaum. Was war dann das für... Natürlich will die ja Aprikos haben. Das war ja logisch, ne? Immer genau das, was man natürlich nicht parat hat. So. Okay, das war der Grünkohl. Dann ziehen wir gleich mal hinterher. So, da. Und gut, 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 gut. Sehr schön. Sehr gut. Ach Mann, Kerl. Du machst mich fertig, Ackermann. So und so. Und dann nur die Krummbeere hinterher. So, gleich mal hinterher sehe. Der Blumenkohl habe ich ja auch schon mal frisch geholt, aber die Tulpe und die Pastinake fehlen uns.
So, dann schnell hinterher sehe, damit wir da auch noch hochkommen. Gut. Jetzt haben wir heute mal so ein bisschen Zeitdruck, dass wir damit schnell fertig werden müssen. Und jupp. Und jupp. So, die Tulpe hinterher. Sieht aus, als müsste man da neue Dünger dafür machen. Ich habe eine Krähe verjagt. So, so. Gott, dann der Blumenkohl. Inventar voll? Ach du Scheiße. Okay, dann müssen wir das schnell leeren. Moment, mit der Krummbeere, da wollten wir noch ein paar aufsparen, glaube ich. Jo, da machen wir gleich mal 7 Reidefuhr. Normale Krummbeere haben wir auch noch. Machen wir auch noch mal auf die Zähne hoch. Dann können wir den ganzen Quark nämlich hier verkaufen. So, als hinterher, weg und weg. Und fort damit. Aprikose, die heiben wir uns noch unsere Gedächtnisstütze auf. Damit wir das noch richtig machen können. So. Blumenkohl. Larvt. Und hinterher sehr, genau. Dann die Pastinake. Also für Pastinake und für die Tulpe müssen wir morgen höchstwahrscheinlich neue Dünger machen. Aber das ist nicht so schlimm. So. Gut, also morgen haben wir auf jeden Fall auf der Einkaufsliste die Pastinake, die Tulpe. Und wir haben noch den Pershingbaum. Haben wir auch noch auf der Liste. So. Dann hier. Ja, jetzt aber hoppla, Ackermann, sonst wird's wirklich spät. Ansonsten muss ich die anderen Felder noch Ovens gießen. Das ist auch nicht so schlimm. Und zack. Ich würde sagen, ich darf maximal noch bis Ende brauchen. Weil du reißt jede Menge Zeit noch mit, bis ich dann da ankomme. Hoppla. Dann ist der Rest leider erst halt Oven machbar. So, Pastinake. Genau. Du, machen wir die noch mit rein. Und die restliche Pastinake verkloppen wir hier. So. Die durchwäscht Zeitung noch ganz fix. So, die Großziegemilch brauchen wir eventuell auch noch. Falls unsere Produktionen schon gut sind. Und dann geht's, glaube ich, echt nix wie ab zum Festel. Sonst haben wir das verschnarcht. Schnappt der Gaul und rüber mit dir. So. Nur einmal noch mal ganz kurz hier Pause machen. Damit wir das Zeug reinschmeißen können und dann geht's weiter. So. Perfekt. Jo. Wisst was? Wir holen statt die Tulpe, holen wir 4 davor, machen das für die Tulperei. Und dann holen wir uns nochmal 12 für das Gewächshaus. Plüschhase. Und Rasenflamingo. Wisst was, den holen wir uns. Ach, mein Vater hasst übrigens Flamingos. Und der Hase holen wir uns auch einfach mal, was da ist. Ups, nein, das... Na, jetzt haben wir als Wede vor. Na gut. So. Unsere Hände mussten Überstunde machen, um das Fest vorzubereiten. Die verdienen nur das Beste halt oben. Der runde, saftige, goldene Mais. Und können auch nicht wirklich mit Mais. Komm nur wegen der kühlten Eier. Ach Gott. Armer Kerl. Eier, schon ein bisschen merkwürdig, sowas zu essen. Ich habe den Punsch ein bisschen aufgebessert. Psst, es bleibt nur uns, Kind. Okay. Frühling ist eine sehr geschäftliche Zeit. Es geht nichts über eine freie darum, mit Freunden zu plaudern. Abby liebt die Eiersuche schon von Claire auf. Teilweise verstecke ich Eier gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, die heiße Temperaturen bringen schließlich der faulige Geruch an den Tag. Ich bin kein großer Fan von Eier, um ehrlich zu sein. Ach Gott. Aber klar, dass der Soldat da jetzt eher beim Abenteurer rumsteht. Selbst mit meiner Bärprobleme verpasse ich nie ihr Stadtfest. So, so. Und du? Jetzt irgendwo noch mehr zu essen? Du hast schon genug groß. Dein Ranze ist schon groß genug, Kerl. Ich hoffe, alles schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeeier und so weiter. Vincent liebt das Fest. Es ist schön, so glücklich zu sehen.
Ich bin schon seit Tagesabbruch wach und färb Eier. Mein absoluter Lieblingsteil von der Jahreszeit. Der Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Ja, weil ihn die Pam aufgemotzt hat. Gelegentliche Pause bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Ach Gott, ist gut. Ich freue mich immer auf die Zusammenkünfte, dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf das Fest. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor der Winnie sie mal alle wegschnappt. Wann fängt die Eiersuche an? Ich bin ja so aufgeregt. Na, ich gewinne doch sowieso wieder. Mit ihr habe ich schon gerettet. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hände. Henne. Nicht Hände. Worüber sind alle so glücklich? Eier. Warum Eier? Ach Gott. Das Fest war schon immer Tradition. Traditionen verbinden uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Ja, im Alter glaube ich schon. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für mein Bäh. Aha. Das Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ja, du hier, die Blumenkönigin. Es hat mal Eierwettwerfe mit faulen Eier gegeben. Der Bäuermeister Louis hat ein schnelles Ende gesetzt. Mein Nase, Allergie. Noch Eier zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Ja, fast. Ansonsten haben wir noch den Doktor. Eier können definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ups, ich soll vom Moment mal ärztliche Ratschläge verkneifen. Aber gibt's Schlimmeres. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Irgendwann kriege ich bestimmt das geile Kostüm hier, ne? Da kann ich mich so hier reinstellen. Okay. Jo, fangen wir doch mal an. Ich habe hier soweit alles, ne? Hab mal alles geholt, was ich wollte mit der Erdbeere. Und noch ein paar Rasedekorationen. Jo, natürlich ist wieder Zeit fürs Highlight, klar. Das kennen wir noch vom letzten Jahr. Und das Gebabbel spare ich mal modestmal. Hatten wir ja schon mal. Jo, alles soweit. Und lasset, ja, das ist nach wie vor so edel ausgedrückt. So, die Musik ist ja auch zu geil. Hier ist nix, wie es aussieht. Hoppala. Da komme ich nicht dran, das Ding. So, dann holen wir uns. Ne, da kommen wir wirklich nicht dran. Schade. Hier ist Achens versteckt. Ne. Aber da. So, die schnappen uns die Dinger auch nicht weg. Ich glaube, ich muss auf C Eier kommen, damit ich Abigail besiege. Weil die ist sonst immer die Best in dem Hobby hier. Oh, das wird eng. Das wird verflixt eng. Das wird, glaube ich, das mal nix. Nee, da habe ich zu viel Zeit verdummbeitelt. Jo, ich glaube, das wird nix. Mit Silbereier habe ich es wohl nicht gepackt. Okay. Schauen wir noch mal, wie miserabel ich abgeschnitten habe. Ja. Du wieder. So, da ist wahrscheinlich die Abigail, nehme ich jetzt mal an. Wird eine große Überraschung sein. Natürlich. Weil du musst über 9 Eier kommen. Jo, was kriegt sie dann, Janice? Sieht man nicht, erfährt man nicht. Okay. Ich hätte gerne mit Abigail gerettet und so froh, was sie kriegt, aber aller hopp, wissen wir das mal nicht. Ich renne dann dafür stolz hier mit meiner Erdbeere rum. Das müssen wir nämlich definitiv noch machen. Die Tulpe können wir uns dann auch, glaube ich, weggeschenken. Das ist wirklich etwas unnütz. So, der Honig ernten wir noch ab. Genauso wie hier das Melone-Gelee. Verkaufen wir natürlich sofort. Honig kommt wieder hier rein. Wir holen dann nochmal Blaubeere raus. So. So, dann kommen die Blaubeere auch wieder durch Reihe. Und ich die Sache als nächstes sollte ich nochmal die Sache gießen. Da haben wir noch den Ziegekäse, genau. Die müssen auf jeden Fall noch gegossen werden. Und ansonsten die Erdbeere pflanze ich dann erst Mäuerei im Gewächshaus. Da brauche ich dann sowieso noch mal ein bisschen Dünger, glaube ich, wenn ich die Pastinake noch mal hole
Und dann läuft das. So. Alle Hopf. Dann können wir dort damit schon mal schaffen. So, dort drüber habe ich auf jeden Fall schon gegossen, ne? Genau. War hier nicht noch irgendwo ein Trüffel? Nö, natürlich nicht. Die Wutz ist auch etwas unproduktiv, muss ich gestehen. So, dann, das kommt wieder rein, wo es hingehört. Der kommt do hier. Die Aprikos kommt fort, damit wir mal den Pershingbaum holen können. Und der Rest erledige ich mal dann mal. Ach, so. Also nichts wie ab in die Falle hier und in der zweite Dach reingerutscht hier von der Episode. Das heißt, oh, Alter, 23.000, ja, leckt mich fett. Das war, ja, keine schlechte Ausbeute, muss ich gestehen. Okay. Pastinake, Pershingbaum und Dünger muss ich noch herstellen. So, wieder die Kaffeebohnen, die kommen allesamt hier rein. Da werde ich mich dann nämlich richtig frieren. So, für die nächste Episode übermorgen sind dann wieder 2 Tage, wo nichts läuft. Wieder schön und sonnig, ich kann es nämlich sehen. Krummbeere, Pannekuchen, weiß ich jetzt auch, wie das geht. Okay, wir brauchen Tofu, damit wir hier unser Zeug herstellen können. 3 Mol Dünger auf jeden Fall. So, 3 Mol Dünger kommt dann hier für die Pastinake. Die Bohnen sind auch schon gut. Sehr schön. So. Die zerbrochene CD kommt durch rein. So. Dann das hier. Das hier. Dann könnte man noch genauso gut mit dem Häsel hier unser Haus noch mal ein bisschen verschönern. Wobei das Ding ziemlich wiecht aussieht, muss ich sagen. So. Obacht jetzt. So. Und so. Jetzt haben wir mal hier auch die Tiersache hier verschönert. Nein, ich will es nicht essen, das große Ei. So, es wird mal irgendwann echt Zeit, dass das Häsel mal wirkliche Hasepfot auch fallen lässt. Gut, die Silberwoll packen wir dann hier, der dort hier. Der hier und das Entenei dort hier. Alles klar. Dann hier nochmal absammeln. 4 Mol Milch ist gut. Nee. Nee, nach wie vor nicht. Und du findest mal ein paar mehr Trüffel, du. 4. So. Und dann die Braunkuh noch. Dann Reide mit. Reide mit. Tiere raus. Und hier nochmal gucken. Jo, da ist doch mal wieder ein bisschen was. Ah, da haben wir endlich eine frische Pershing, ne? Warte mal. Ah, ne, das war Aprikose, klar. Das war Aprikose für die. Ah, da haben wir so doch die Aprikose, ne, der Pershing. Pff. Okay, der Pershingbaum brauche ich, genau. Der Pershingbaum brauche ich zwar, aber die Aprikose für sie haben wir schon. Okay. Dann brauchen wir nochmal hier der 12er Dünger. So. Schön. Und die Erdbeere gleich hinterher. Gut. Dann sind wir da auch wieder aufgefüllt. Okay, also den Pershingbaum brauche ich, aber die Aprikose ist für Emily. So. Muss ich alles noch im Kopf behalten. Das ist alles echt schlimm. Ich komme da auch sehr schnell durcheinander mit so einem Zeug. So, da. Deswegen ist vielleicht echt der Multiplayer in Jahr 3 wirklich nicht schlecht. Dass ich da dann Leute habe, die sich für mich auch mit dran erinnern. Und die dann so Sachen auch noch fix erledigen können. Statt ich der alles halt hier allein stemmen muss.
Das war Quatsch. Noch einmal. Und so. Gut. Dann ist das nochmal aufgefüllt. Und dann Pastinakesaat und Pershingbalm. Gut, dich hole ich schon mal her. Bei unserer Baumschule sieht es noch nicht so aus, dass ein weiterer bereit wäre. Aber das kriegen wir alles hier. So. Du kommst jetzt erstmal mit aufs Feld, damit ich dich später nicht hier wieder mit den Viecher teilen muss. So. So. Dann hier noch die Bohne. Die kann man auch noch gleich ablesen. So. Perfekt. Hier noch. Und da. Machen wir gleich so an der Stelle. Dann können wir nämlich hier direkt drüber gießen. So. Okay, die Produktion von meinem Käse und von meiner Milch, vom Käse und von der Mayo sind auch wieder abgeschlossen. Heute habe ich irgendwie Wortfindungsstörungen. Ich glaube, 4 Episoden an einem Tag zu machen, ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel für mich. Aber ich muss ja auch irgendwie auf meine Episode kommen. So. Alter Falter. Justus Ackermann. Verarsch mich nicht. Gut, dann geht's hier noch weiter. Dafür reicht die Gießkanne. Wenn man bedenkt am Anfang, wie lange ich da gebraucht habe, bis ich da die nötige Gießkanne, also wie ich da die wie meine Gießkanne Kapazität da war, ja Herrgott nochmal. So. Ja, in der ersten Tage, in der ersten Jahr, da war meine Gießkanne Kapazität absolut ohne aller Kanone. Na, beim Pierre habe ich heute ordentlich zu kaufen, merke ich. Pastinake, ein Pershingbalm und Knoblauch wieder. So. Machen wir. Und jo, passt. Knoblauch wird gleich geerntet. Ja, sieht aus, als würden sich die Kühe neben den Grasstreifen zur Futterwiese erklären. Dann hier noch raus, damit wir hier noch die Produktion mitnehmen können. So. Dann geht's weiter. Hier noch Cold. Dann hier noch Cold. Und zu. Was kann fort? Moment, bei der Bohne. Bei der Bohne. Holen wir Annie so und Annie in Gold. Kann fort alles. So. Okay, die Aprikose ist für Emily. Das kommt dann hier rein. Der Stoff kommt da hier. Der Dünger haben wir soweit fertig. Das heißt, das kann wieder dort hier. Okay. Pastinake. Ein Pershingbalm. Und Knoblauch. Ach du liebe Zeit. Muss ich schnell machen, bevor ich wieder alles vergesse. Okay, der Aprikosebalm haben wir. Das heißt, wir brauchen einen Pershingbalm. Ein Eisenbacher für Mani. Okay, und machen wir auch noch. So. Ich habe erstmal den Löwenzahn verkauft, dann 24 Pastinake. Dann 24 Knoblauch. Dann haben wir den Pershing noch übrig. Aprikose, der Pershing, genau. So. Aprikose war das günstige, genau. Okay. Dann haben wir hier alles. Und die Aprikose, die Emily haben wollte, haben wir auch noch parat. So. Hoffen wir, dass er mal gerade im Haus ist. Wir stolpern hier sogar noch in der Sequenz. Oh, das ist sogar von Emily. Schauen wir mal, was da jetzt kommt wieder. Sie scheint zu träumen, wie es aussieht. Also ist sie wohl wahrscheinlich auch daheim. Aber ich trinke jetzt auch noch einen Schluck. Ach du liebe Zeit, was träumt sie dann, die Hippie-Tante?
Total abgefahren, das Mädel, oder? Muy wahr. Muy wahr. Hä? Warum bist dann du hier? Okay. Hat sich wieder zu viel LSD reingeschmissen, die Hippie-Tante. Wirkt schon so ein bisschen, als wäre es auf dem Trip oder sehr skurril, wenn sie sowas träumt. Es erinnert mich an etwas. Selbst glänzt der gewöhnlichste, simpelste Licht enthält ein wundervolles Geheimnis. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Das ist ein Zeichen. Ja, tut dir nicht acht zittern. Die scheint wohl etwas abgespaced zu sein, die gute Emily. Ach du liebe Zeit. Ach, die Musik dazu, diese Zittermusik. Ackermann. Ackermann hat etwas Besonderes. Unsere Schicksale werden sich kreuzen. Ach du liebe Zeit, ich bin ja froh, dass ich die nicht gewählt habe als Freundin. Die ist ja ziemlich abgespaced, die gut. So, das ist für dich. Ja, sieht lecker aus, das glaube ich da. So, wie sieht's da noch aus? 5 Herzen. Hi, Ackermann. Ajo. Bis später, du bist mir etwas unheimlich. Was läuft denn jetzt noch hier für Geschichte? Ah, weitere wunderschöne Dach in Pelikan. Offensichtlich sind wir jetzt hoch genug von der Herze. Das mal zweites Event mit Emily Hen. Meine Freunde. Hä? No. Oh nee, du armes Ding. Och. Dein Flügel ist ja gebrochen. Ja, das bringt jetzt was, wenn man das Tier so schunkelt wie ein Baby. Oh, du bist ein bisschen anders als der Recht, ne? Genau wie ich. Ich glaub nicht, dass der Vogel wahnsinnig ist, aber egal. Krank, ich pfleg dich wieder gesund, Kleiner. Alles wird gut. Aber sie kümmert sich um Tiere, das ist was Schönes. Emily hat den verletzten Papagei mit sich nach Haus genommen und hat sein Flügel bandagiert. Er ist jetzt in ihrem Zimmer, als Zeichen vom Respekt hat sie der Vogel keinen Namen gegeben. Ja, das finde ich an sich auch nur fair. Gucken wir uns den Vogel doch mal an. Weil, ne, Vogel ist ein Tier, was ja nicht ein Haustier ist in dem Fall. Da ist er ja. Ist ja nicht ihr Haustier. Hihi. Ist ja nicht ihr Haustier, sondern der wird nur so lange hier behalten, bis der Flügel wieder keilt ist und dann kann er wieder wegfliegen und seine Freiheit genießen. Das finde ich an sich auch wirklich nur richtig so. Das hat jetzt in dem Fall nichts mit Hippie-Tante oder so zu tun, sondern da muss ich sagen, das ist auch wirklich die richtig Entscheidung bei Tiere, bei Wildtiere, die man wieder gesund pflegt. Es ist auch nur fair gegenüber dem Tier, dass man es nicht als sein Eigentum, in Anführungszeichen, beziehungsweise als sein Haustier nimmt, sondern wirklich nur sich um das Tier kümmert, bis es auch wieder auf eigene Füße stehen kann. Oder beziehungsweise auf eigene Flügel fliegen kann in dem Fall. So, dann machen wir hier nochmal die Pastinakerei. Sehr schön. Und dann komplettieren wir nochmal die Obstbäume in unserem Gewächshaus. Dann steht nämlich von jeder Baumart einer rum. Finde ich persönlich richtig gut. Und zusätzlich der Apfelbaum halt draußen, aber das macht ja nichts, dass ein Apfelbaum oder einer von den Obstbäumen draußen ist. So, dann kommt hier nochmal der Knoblauch rein. Und der wird auf jeden Fall auch nochmal gewässert. Ja, 4 Erdbeere von draußen fand ich jetzt auch nicht schlimm, weil die Tulpen sind jetzt eigentlich auch nicht so dolle. Kann ich genauso gut nochmal mehr Erdbeeren nehmen. So, und so. Genau. Perfekt. Dann gucke ich jetzt nochmal hier vorbei.
Damit ich den nämlich nochmal Dorei klatschen kann. So, perfekt. Dann haben wir jetzt jeden Obstbaum. Saugut. Okay, die wachsen alle noch. Und hier haben wir noch, hier natürlich für die zukünftige Arbeiter. Oh, allmählich wird unser Heu ein bisschen knapp. Eventuell sollte ich nochmal, nicht bei dem Flatscher, da bedienen sich nämlich die Tiere etwas großzügig dran. Aber eventuell kann ich hier nochmal ein bisschen abmähen, ne? Damit wir einfach nochmal ein bisschen was kriegen. Den Fleck können wir ruhig lassen, damit er in die Richtung weiter wachsen kann. Also ein paar Flecke sollten schon noch stehen. Aber um die 100 Heu hätte ich eigentlich auch ganz gerne nochmal gemacht. So. Aber wie gesagt, ein paar Flecke dürfen durchaus stehen, damit wir einfach nochmal in die Richtung weiter Gras kriegen. So, oder? Okay, sieht gut aus. Wie gesagt, so ein paar Büschel, die dürfen bleiben, das ist kein Problem. Aber um die 100 wäre schon geil als Ausbeuter. So. Machen wir das in die Richtung weiter. Ja, komm. Das sieht doch gut aus, oder? 100. Perfekt. Da hätten wir hier die perfekte Ausbeute. Abseits hiervor hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal gemacht. Damit man zumindest hier nochmal die Sicht hier drauf richtig hin. Und dann freue ich mich darauf, wenn hier die Baumschule richtig gewachsen ist. Dann können wir außerdem nochmal genau der Trüffel abernte. Hier wieder zu. Und ich steht mir noch ganz gern im Wald das Hartholz noch schlacher, was möglich ist. So, der wieder dort hier. Das Trüffel, die Trüffel wieder hier in die Ölpresse. Dann haben wir Trüffelöl für uns. Und das andere, das schmeißen wir dann gleich mal rein, damit wir da gut Geld damit verdienen können mit dem Trüffelöl. So, ich weiß, es ist schon spät, aber ich möchte trotzdem nochmal mein Hartholz absammler. Gut, dann haben wir auch wieder 2 schöne produktive Tage gehabt hier. Oh, Reisewagen. Aber Reisefrau nicht da. Schade. Etwas schade. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher kommen müssen, ne? Na gut. Dann kümmern wir uns jetzt hier drum. Und da anscheinend eine kühle Frühlingsnacht ist, fühlen sich auch die Frostgelees hier eingeladen herzukommen. Ich hoffe, die Viecher gehen nicht an mein Siggi dran. Aber ich probiere es einfach mal hier. Ne, die gehen nicht an meinen Gaul. Das ist gut. Weg mit euch. Ich möchte hier nur das Holz haben und wieder fort. Da muss ich hier rum. So. Dann habe ich nämlich wieder mein 12-tägliche Hartholz. Und alles ist wunderbar. Ja, kein versteckter Schleim, dann ist er gut. Dann wieder zurück mit uns. Und dann endet die Episode auch mal wieder für heute, ihr liebe Leute. Wir haben auch wieder ordentlich Geld gesammelt, muss ich sagen. Und sobald ich mal Hartholz habe, ist das nächste, was ansteht, definitiv der Hausausbau zur Stufe 3. Und sobald ich auch wieder in der Lage bin, bei Regen unterwegs zu sein, geht es dann nochmal an den Strand und dann sehen ihr, was ich dort damit noch machen möchte. So, es ist 22 Uhr, das passt auch wieder perfekt. Schade, dass ich dort erstmal mir ein bisschen so viel Zeit genommen habe für das Eiersuchfest hier. Dass ich dort nicht gewonnen habe, das fuchst mich etwas. Aber macht nichts. Allzu toll wäre der Preis auch nicht gewesen, von daher passt das schon. Wäre nett gewesen, wenn ich es gehabt hätte, aber ist leider nicht der Fall gewesen. So, dann sehen wir uns immer mal wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir 2 freie Tage vor uns sind. Also machen's gut und bis immer mal wieder. Das ist ja die 4. Episode, die ich heute mache, deswegen darf ich jetzt erstmal wieder schön ins Bett gehen und höre dann direkt wieder am Bett am Morgen auf. Ist ja schon wieder 7000 und 10 Goldmünze, das sind schöne Standardeinnahmen. Ala hopp, wir sehen uns in 2 Tagen wieder, ihr liebe Leute. Oh, da können wir dann auch endlich die Kaktusfrüchte ernten. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder. Iron Yankee.